Onmöglich. Onmöglich. Dat is wat Doris en ik ook dachten, als ons den Rosenhof-Janker te kuipen. Dat wir onmöglich damit Erfolg te haben. Aber auf einmal hastig verstanden wie. Wenn Gott ein ganzes Gebiet für die Mission bauen kann, wo wird er nicht für uns sein Heim stahlen können? Weil wir dort Onmögliche von Gott erwarten. Weil wir in das Weich von Denken und Glauben nennen wollen. Gott hat viele Nomes, und einer ist Jehovah Jireh. Gott mein Versorger. Und so wie das ich das Wort Gottes untersucht habe, fing ich keinmal, dass Gott von der Bank geliedet Geld mangs in Bereitschaft hat. Nicht um den einen Reichtum zu vermehren, und auch nicht um selbstwem, wer in Not ist, zu helfen. Gott hat andere Möglichkeiten. Das kriegt das interessante Part von das anregende Leben mit Gott. Für uns scheint das unmöglich, aber das kriegt, was das braucht, um ein Wunder von Gott zu erfahren. Unmöglich ist die vollkommene Umgebung für ein Wunder. Erwart mehr von Gott als dort, wo du die mit ihnen zentral rabbeln kannst. Wenn wir nicht mehr von Gott erwarten, wo wir auch nicht mehr kriegen. Aber wenn wir mehr von Gott erwarten, wird er sich bewiesen. Dat is wo ons Glaubenskampf en de Herausforderung von ons Vertrauen anfängt. Vorken fangen wir so als dit an zu glauben. Gott, ich hab das noch niemals erfahren und ich sei so wat aus dat ram mir auch noch nicht. Aber ich kann wat abfallende Menschen wat dat erfahren haben und ich will auch so wat erfahren. Wenn die andere dat geben kannst du mir dat auch geben. Herr, kann ich dine ganz auch finden, dat ich dat auch haben kann? De Schletel ist rater zu denken, als ans zijn ons vrije te jeft. Reken hecha als wat dine Talmaschine rechnen kann. Drei Meier als wat dine Ernum verrüm jeft. Blieb aber immer mit Gott in Einklang. Anders wirst du keine Wunder erfahren. Jo, Gott sieht nicht genau, dass rater aus dine Fähigkeiten in din Reichtum, und dat is so kriegt, wo so Gott dat tun muss. Blieb mit Gott in Verbindschaft, und wenn Gott dat gefällt, wat du siehst, dann wird kriegt dat Unmögliche passieren. Ein Don't, wat ich für Gott do, ein Don't, wat ich an sein Rechnen steck, hij ist gar nicht schuldig, mich dafür zu sehnen. Dat ist immer noch Gott seine freie Entscheidung, mich zu sehnen. Gott sein Sehen in mein Leben als allein seine Gnade und nicht mein Verdienst. Dat ist auch eine Gnade, wenn Gott uns in seine Finanzschulden annimmt. So ist die meisten Christen, wie auch ich, in das finanzielle System von dieser Welt geankert und versklavt. Ist das nicht die Versicherung der verfehlenden Unabhängigkeit, wat uns und das System von dieser Welt verbindet? Dat ist immerhin falsch zu denken, dass ich, wenn ich mich von der Bank Geld geliehen habe, unabhängig sie und dort tun kann, was ich will. Wenn du mir nicht glaubst, dann versiegt deine eine Wünsche einmal für 6 Monate not zu gehen und da steht, dass du die Interest bezahlst. Dann versichere ich dir dort, dass du antworten wirst, wer dein Meister ist. Aber, wenn du an keine Summe geliehenes Geld gebunden bist, und Gott dein Versorger ist, dann kannst du Geld geben und brauchen, so als Gott dir dort wiest. Oder, wenn er dir die Entscheidung überlässt, dann kannst du dort so brauchen, als du glaubst, dort am besten ist. Das finanzielle System von dieser Welt, Mammon, lädt ut und macht Sklaven. Aber Gott lädt nicht ut. Gott gibt Geschenke. Mit Gott bist du frei.